Die deutsche Politik denn auf die Ereignisse in der Türkei reagieren? 1,6 Millionen türkische Staatsbürger, die hier leben, die natürlich auch genau beobachten, was die deutsche Politik tut. Also eines ist klar, wir brauchen die Türkei. Wir haben ein strategisches Interesse, mit der Türkei zu kooperieren. Das ist nicht gegen Erdogan gerichtet, was ich jetzt sage, ganz im Gegenteil. Er hat große Erfolge erzielt, auch in den letzten Jahren. Es ist ein sehr zwiespältiges Bild, was er abliefert. Eine englische Wochenzeitung hat es vor ein paar Tagen auf der Titelseite gehabt. Die Frage, ist er der Sultan oder ein Demokrat? Und das ist natürlich jetzt der Scheideweg, an dem die AKP, seine Partei, steht. Wird sie sich mehr ihrem eigenen Programm verpflichtet fühlen oder der Demokratie und dann, wie das in der Demokratie üblich ist, auf die Demonstranten zuzugehen. Auf was stehen denn die Zeichen? Auf Eskalation oder auf Vernunft? Das hoffen wir nicht, weil wir brauchen die Türkei jetzt gerade auch, wenn es um den Syrien-Konflikt geht, wir brauchen sie, um im Nahen Osten überhaupt eine aktive Rolle spielen zu können gegen den Iran. Dadurch, dass Ägypten strategisch für uns ausfällt, durch die Muslimbruderschaft und durch die falsche Politik, die Präsident Morsi dort betreibt, brauchen wir die Türkei als ein islamisch dominiertes Land, was auch als Vermittler in der Region uns hilft. Und deshalb wollen wir, dass die Türkei auch eine Rückkehr findet zur Stabilität. Aber Stabilität in der Türkei bedeutet eben nicht, dass Erdogan sich durchsetzt, sondern dass Erdogan einen Schritt auf die jungen Menschen zugehen muss, die da mit sehr, sehr viel Enthusiasmus und mit großem Idealismus demonstrieren. Soweit Philipp Missfelder bei Phoenix. Herzlichen Dank.